So Leute, wir haben einiges zu tun. Und zwar starten wir direkt mit der Wet Dry World. Direkt am Anfang des Obergeschosses. Oh lol. Man kann sogar durch die Tür durchsingen. Ups. Und in der Song, wir wagen einfach mal einen, sagen wir, einen mittleren Sprung in das Gemälde. Einen mittelhohen Sprung. Shocking Arrow Lifts. Okay, auch hier haben wir natürlich wieder einige Achievements am Start. Wir müssen unter anderem diese Welt in 3 unterschiedlichen Phasen betreten. Und zwar gibt es da einmal den mittleren Sprung, den ich gerade gemacht habe. Dann den hohen und den niedrigen, so wie es eigentlich unter mir steht. Und die beeinflussen den Wasserspiegel. Und den Wasserspiegel können wir auch mit diesen Pinöpel hier, mit diesen Pylonen regeln. In dem Fall ist das Wasser ja schon so hoch wie diese Pylone. Und dann mal sagen, ändern wir doch mal den Wasserspiegel. Und so schaut das Ganze dann aus. Einfach nur den Schalter betätigen im Prinzip. Da die sagen, folgen wir aber auch gleich der normalen Mission. Oh lol. Wir machen damit indirekt schon mal ein Achievement. Nein, ja doch, indirekt machen wir ein Achievement. Und zwar den Warp. Es gibt nur Ohren. Haben wir schon abgehakt. Und wir holen uns hier direkt den ersten Stern. Das ist Schnellgänger. Aber das ist halt auch nicht der normale Weg, wie man es eigentlich machen sollte. Zumindest wie es vorgegeben ist vom Game. Denn das sind in der Luft verschwebende Plattformen, auf denen bleiben Pfeile sind. Und dann fahren wir halt eben in die Richtung. Und fahren sich damit zum Stern. Und da die sagen, machen wir jetzt mal einen kleinen Hopser ins Gemälde. Und wie vorher schon angesprochen, jetzt ist der Wasserstand niedrig. Wir starten einfach niedrig rein. Das ist schon die ganze Hexerei dabei. Wir werden uns jetzt ganz nach oben arbeiten mit den verschiedenen States des Wassers. Obwohl, na, das brauchen wir gar nicht da. Naja, scheiß drauf, ist völlig egal. Wir schwimmen einfach nur da nach oben. Machen hier aber gezielte Sprünge nach oben. Hello. Und dem lassen wir uns natürlich nicht erwischen. Oh. Okay, ich würde jetzt gerade sagen, es war jetzt gerade mega stylisch, aber dann im Endeffekt doch noch mehr auf die Fresse kriegen. Ist natürlich nicht so geil. Top of the Town. Einfach einmal ganz nach oben. Top of the Town. So Leute, und jetzt starten wir zack am höchsten Punkt ins Gemälde. Secrets in the Shallows and Sky. Half empty or half full? Das ist die Frage. Und das ist natürlich sehr interessant jetzt, weil... Ah, okay, jetzt weiß ich, was die Secrets sind. Das ist interessant, weil diesen Wasserstatus erreichst du nur durchs Starten in die Welt. Was sehr praktisch sein kann, weil du so natürlich überall hinkommst erstmal. Oh lol. Da war schon das erste Secret. Man muss die Box sogar zerstören. Aber nein. Ah, ja, perfekt. Ich habe mich schon gefragt, wo der ist. Weil ich hätte es natürlich nicht mehr gewusst. So, dann machen wir bitte die Kanone auf. Den natürlich auch am einem der höchsten Punkte ist. Da hat es ja Volllaufen mit Wasser. Das ist die Frage. Brauchen wir die? Oh, but jetzt bin ich aus Versehen in den Warp rein. Ist aber gar nicht so schlimm. Ich dachte, wir gehen jetzt in den niedrigsten State. Gehen in den niedrigsten State, aber gehen trotzdem nur nach oben. Denn ich glaube, da oben ist auch nochmal ein Secret. Oder? Also klar, da ist ein Stern. Den sagen wir alle. Jawohl. Das zweite Secret. Wait. Was ist das für ein Block? Den kenne ich ja gar nicht. Der macht nix. Warum macht der nix? Ah, Nummer 3. Blöcke verschieben. Oder den Block verschieben ist Nummer 3. Ist das Nummer 4? Jawohl. Ich habe gar nicht mal gewusst, dass dieser Block auch nochmal ein Secret ist, aber umso besser. Und da ist Nummer 5. Das heißt, wir haben den niedrigsten Status auf jeden Fall geben müssen. Sonst hätten wir das nicht geschafft. Dann gehen wir in den 3. Status. Damit wir ganz mal auf die Plattform drauf können. Und zack. Ist ja alles kein Stress nicht. Express Elevator, hurry up. Eigentlich schaut's nie, wenn man erst einmal in den höchsten Status reingeht, weil, wie gesagt, du kannst es dann immer nur verändern. Und den höchsten Status kriegst du halt nie, außer am Anfang. Dieser Express-Aufzug. Wir haben den Stern vorher schon gesehen. Ja genau, und da gehen wir jetzt, hin. Gott, oh Gott. Yes. Okay. Haben wir es schon geschafft. Das ist auch schon die ganze Kunst. Ne? Du musst einfach ein bisschen schnell sein und dann geht es ganz leicht. Go to town for red coins.
Welcher Town? Ja, ja, wir waren in einem Bereich der Welt noch nicht. Wir rushen aber ziemlich durch, muss ich sagen. Wir sind echt gut unterwegs. Was ich sehr, sehr gut finde, weil ich habe keinen ein bisschen Zeitdruck. Denn tatsächlich sind wir halt tagesaktuell. Das ist fast Premiere eigentlich. Oder zumindest... Der Idiot erwischt mich fast immer, oder? Hoppla. Oder zumindest hätte ich jetzt nicht gewusst, wann ich jemals tagesaktuell gewesen wäre. Sprich, ich nimm's halt auf und halt kommt's raus. Ich weiß noch nicht, ob ich das noch schaffe. Ganz ehrlich. Vor allem nicht, wenn ich mich so anstelle. Was ist denn da los? Das ist aber auch eine blöde Stelle, weil die Kamera lässt sich nicht dran. Oder Moment. Man muss nur wissen, wie man die Kamera sich zunutze machen kann. Lol. Da kann man einfach ganz normal stehen. Ich habe jetzt gemeint, ich muss das jetzt richtig tricky machen mit irgendwelche Jumpkicks oder so. So, jetzt gehen wir wieder in diesen anderen Bereich, in dem wir noch nie waren. Und da hilft uns sehr, sehr gut der höchste Wasserstand. Weil da kann man einfach über dieses Gitter drüber springen, sonst müsste man sich mit der Kanone rüberballern. Und dann schwimmen wir einfach mal los. Auf dass wir nicht absaufen. Natürlich nehmen wir dabei auch gleich mal Lifesaver mit, ne, wie ihr schon seht. Okay, und hier sind wir in the town. Im Prinzip kann man sagen, das ist Atlantis. Die versunkene Stadt. Da ist einfach ein Feuerfuzzi. Das ist ja frech. Okay, was haben wir hier alles? 2 One-Ups Fame. Und zwar war One-Up hier. Möchtest du mir jetzt sagen, ich hab's verkackt, weil ich da einen Münzring eingesammelt hab? Weil ich da eine Münze aus dem Ring eingesammelt hab? Na, doch nicht. Da. Yes, ich hab's. Juhu! Da habe ich natürlich jetzt wieder ein bisschen Schiss gehabt, weil das haut ab. Und da ist das letzte Lifesaver. Komm, 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 komm. Oh, das ist so angenehm, endlich mal ein Lifesaver zu haben. Oder geschafft zu haben. Das nicht so rumstresst wie alle anderen. Lifesaver 11. Und dementsprechend wissen wir sind im 11. Kurs. Deswegen wollen wir den doch auch gleich mal komplettieren, oder? Wir machen zuerst... Genau, wir holen diesen Stern. Und dann noch holen wir die 8 roten Münzen. So, gehen wir hier durch die Wände durch und dann hier durch ein Gitter. Und dann spielt die Kamera nicht mit. Sehr, sehr, sehr nice auf jeden Fall von dir, danke. Danke, danke, liebe Kamera. Hallo? So, wir machen hier einen Wandsprung hoch. Und zwar nur einen. Danke. Und dann hoppeln wir hier ganz easy hoch. So, boah, man muss aber schon echt sagen, die Kamera in dem Game ist schon wirklich zäh. Teilweise. Nicht komplett scheiße, weil so weit morgen nicht gehe, aber schon nicht so prickelnd. Autsch. Wir müssen Gott sei Dank keine Damageless Redcoins machen, sonst hätten wir jetzt natürlich schon wieder verkackt. Aber hätte mich auch nicht gewundert. Kamera, ey, was ist denn dein Problem? Okay. Ich glaube, ich werde mich irgendwann doch nochmal mehr aufregen müssen über die Kamera, weil die immer genau dann scheiße spielt, wie man es nicht brauchen kann. Aber jetzt erstmal Fokus auf die Mission. Und zwar Red Coins mit 100 Coins. Der Münzregen ist immer gut. Der muss dabei sein. Oh, hey, 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 hey. Jetzt macht's mir keine Scheiße hier. Da müsst ihr sicher sein, genau. Der wird da sehr wichtig sein, habe ich das Gefühl. Wunderbar. Alles klar. Tipptopp parat. Jawohl. Gut. Und in kürzester Zeit auf 58. Perfekt. Mit einem kleinen Trick cheaten wir uns nach oben. Okay, es ist ja kein Cheat gewesen, das ist ja Skill. Was da? Elevate the Skill. Im Eck Nummer 3. In der Kiste. Klassischer Münzkreis mal wieder. Oh ja, da kann man vielleicht eine Münze verlieren. Ja, das guckt ganz leicht sein. Aber haben wir nicht. Dadurch, dass ich ja nicht weiß, wie viele Münzen noch in Atlantis sind, nehme ich einfach mal alles mit, was geht. Und nehme wirklich alles mit, was geht. Das ist ja insane. Alter. Immer klar, 16 haben wir auf jeden Fall noch in The Town, wegen den Roten. Und... Jawohl. Sehr guter Schuss. Man muss wissen, dass es da eine unsichtbare Mauer gibt und du nicht hinten rausgeschossen werden kannst. Das wäre sonst sehr blöd. Aber wir haben es ja gleich. Wir haben die Welt gleich abgeschossen mit den Achievements. Ja, okay. War jetzt nicht so viel. Klassisches Lifesaver und einmal in
allen 3 States joinen. Ah, Leute, ist ja auch nochmal ein Metal Cap. So, ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen schwieriger werden kann, die roten Münzen hier zu sammeln. Weil die sind teilweise wirklich auf den Dächern. Und da muss man mal schauen. Es gibt hier hinten einen Schalter, mit dem wir hoffentlich irgendwo hochkommen, aber da anscheinend nicht. Aber das juckt uns herzlich gar nicht, weil wir sind ja, das Wandsprung ist mächtig. Übrigens, weil das vorher sogar geklappt hat mit den Münzen zum Einsammeln, sollt ihr vielleicht auch ein weiteres Set der Retro-Achievements machen, oder beziehungsweise spielen, bei dem man alle, also wirklich alle Münzen der Welt einsammeln muss. Also man darf wirklich keine einzige Münze verlieren, sonst hat man verkackt. Das ist eine gute Idee, sollt ihr das machen, weil ich hätte irgendwie Bock drauf. Aber nur mal eine ganz andere Challenge. So, ich probiere jetzt mal was. Yes, hey! Skilly the Billy ist wieder da. Billy the Skilly. Wo ist denn die letzte Coin eigentlich? Ah, okay, du hast noch mehr Kisten. So läuft es. Ja, genau. Da haben wir die eine Coin noch gesehen. Perfekt. Lol. Wir sind einfach jetzt schon durch. Full Course in Wet Dry World. Jawoll. Wie geht's denn weiter? Okay. Wir haben locker noch Zeit für eine weitere Welt. Beziehungsweise den ersten Teil. Toll Mountain. Hätte ich mal gesagt. Wir gehen ja immer chronologisch vor. Da steht ja Kurs 12. Lol. Und da links sieht man schon den ersten Stern. Und genau den werden wir uns jetzt mal genauer anschauen. Das Coole ist, wir kommen sehr schnell nach oben. Denn hier ist nix. Oh, kleiner Aufwind gefällig. Und da müssen wir aber gleich aufpassen, denn da ist ein... Wie heißt denn die? Chuck. Oh ja, Schausen. Normalerweise müsste man hier eine Rutsche finden. Die ist ein bisschen versteckt in der Wand. Aber mit diesem simplen Jump, den ich noch nie in meinem Leben gemacht habe, aber direkt geschafft habe, kennt man den Stern. Und das war das Achievement. Jo, weiter geht's. Also, okay. Weil wir schon dabei sind, coole Sachen zu machen. Da hinten ist auch ein Stern. Und wir haben jetzt die Aufgabe, die ich vielleicht erstmal echt sage. Ah, nein, die ist schon da, perfekt. Ohne die Kanone darüber zum Thema. Und ich probiere jetzt einmal was aus. Das habe ich nämlich auch noch nie gemacht. Mir ist gerade aufgefallen, dass ja hier der Warp ist. Das ist auch wieder bloß einer, aber ich habe jetzt nur darauf verlassen, dass mir es wieder einfällt, wenn ich sieg. Und es hat funktioniert. Also ich habe gerade total vergessen, was ich sagen wollte, indem ich einfach nur den ganzen Berg hochgelaufen bin. Naja, wie dem auch sei. Ich würde sagen, wir schließen jetzt erstmal eine normale Mission, aber was ist denn das für ein Schalter? Ist der einfach nur für die Coins da, oder was? Das kann doch nicht sein, oder? Aha, der ist auch für den Stern. Aha. Na, das ist doch nice to know. Aber wie so oft haben wir erstmal die Mission einfach nur auf den Berg zu gehen. Und ja, machen wir, muss man sie da hochzwingen. Es mengen nicht alle Leute Berge, ja? Oh ja, nein, ja, perfekt. Oh mein Gott. Ich wollte gerade sagen, nur passiert vergessen. Kanone aktivieren. Die wir aber nicht hernehmen werden. Habe ich vorher schon mal gesagt. Plus der Weg dahin war ein steiniger. Das wollte ich nicht so. So, Mystery of the Monkey Cage. Wait. Willst du mich verarschen? Der Scheißauf hat meine Mütze geklaut. Alter. Nein. Das ist genau die Kacke, die Kondor, Klepto, was da in der Wüste eben am machen kann. Nur ich hab gemeint, weil jetzt die Mission ist mit dem Affenkäfig, dass ich den schnappen muss. Dabei... Ja toll, jetzt muss ich ihn schnappen, weil sonst kriege ich meine Mützen nicht mehr. Und das ist wirklich schlecht. Das Beste, was passieren kann, sind diese Sprünge. Weil dann kommen sie einfach dran und ihn snacken. So, du Arsch. Das war's. Nie wieder offen. Ah ja, genau. Von hier aus kommen wir auf die Insel. Das wollte ich machen vorher. Ha, perfekt. Das war's jetzt auch wieder. Yay! Na toll. Was du eigentlich... Ich kann mir den Affen komplett ignorieren. Denn... Meines Wissens noch, warum fliegen der Kompass runter, ist der Affe, der uns interessiert, oben am Gipfel. Der heute nur dann auftaucht, wenn wir die Mission haben. Boah, Junge, treib dich nicht in den Wahnsinn hier. So,
Wir haben ihn mal freilassen. In der Hoffnung, dass er jetzt nicht mehr so viel Scheiße baut. Und seinen anderen Affenkollegen sagt, die sollen uns die Mütze stehlen. Denn wir können nämlich dann keine Power-Ups mehr hernehmen, ne? Das ist der Punkt. Ja, machen Sie die Kiste frei. Er stürzt sich in den Tod. Wait, das war ja wirklich so. Er hat sich geopfert. Und ich habe ihn auch fast geopfert. Der ist weg. Er ist einfach tot. Er hat sich mit der Kiste runtergestoßen. Mystery of the Monkey Cage. Ja, die Mystery war, dass sich ein Affe opfern muss. Scary Shrooms, Red Coins. Dann gehen wir mal für die Red Coins und die 100 Münzen. So. Ui. Direkt am Anfang die idiotischen Gumbas aus dem Weg rammen. Dann auf total risky diesen Block hier mitnehmen. Und am besten den Abgrund springen. So, und das haben wir auch schon da mit den Scary Shrooms. Aber wir machen das auf ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Das ist natürlich ungünstig, gell? Ich bin nicht porten, aber ich muss mir ein bisschen hier richten. Ein bisschen positionieren. Perfekt. Okay, wunderbar. Die sind wirklich scary, die Shrooms. Kommen wir ja so leicht runterfallen. Aber das war tatsächlich schon alles mit den Shrooms. Die letzten Red Coins befinden sich hier. Die haben wir tatsächlich gleich gesammelt, alle, aber wir müssen ja erstmal nochmal ein paar andere Coins einsammeln. Aber das haben wir noch gleich, oder? Na eben. Oh nein. Ich habe gerade ein bisschen die Befürchtung, wir müssen... Scheiße, wir müssen in die Rutsche, oder? That's not good. Ja doch, ich glaube, es bleibt uns nichts anderes übrig. Doch, gut. Ich wollte es irgendwie vermeiden, aber es geht nicht. Okay, gut, das war auch wegen Live-Server nicht gegangen. Für die Coins. Und hier... Oh, Leute, ist sogar ein Leben. Auf der linken Seite war ein Coin. Ey, ich sag's euch. Es kann sein, dass ich hier abnippel. Oh ja. Perfekt. Oh wow, man startet sogar da drin wieder. Hey, hast du das gewusst? Ich nicht. Oh nein. Braucht doch die dicken Coins. Yes, okay, passt. Was soll denn das jetzt? Jawohl. 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 Perfekt. Jawohl. Das schaut sehr gut aus. Das schaut sehr gut aus. Ich glaube, wir haben nur... Oh, hör doch auf jetzt. Hör doch auf. Mein Gott. Das war ein Erlebnis, hey. Oh, shit. So, jetzt aber bloß nicht verkacken und ja, keine Scheiße mehr bauen, weil für so... Das können wir jetzt nicht erlauben. Diesmal nicht. Für sowas habe ich keine Zeit. Diesmal nicht. War ganz gut, wenn ich jetzt einmal kurz an Glück Cash-Out machen kann. Gut, aber... Was so die Aktion, die schreit jetzt wieder dafür, dass ich es verkacke. Aber nein. Es schaut gut aus. Es schaut gut aus. Und ich mache es jetzt auch so, dass ich erst einmal safe auf die 100 Coins gehe, erst dann zu den Scary Shrooms gehe. Weil wie gesagt, ich neige dazu, sowas zu verkacken. Aua. Aber juckt mich nicht, weil wir spielen bloß eine normale Recon Challenge. Nicht damageless. Haha. Alter, ist mir das Herz in die Hosen gerutscht. Oh, ich hab so schnell angefangen, die Knöpfe zu spammen, hä? Aber er hat mich doch noch irgendwie... Er hat es geschafft, mich zu schmeißen und dann hat er sogar geschafft, mich von der Plattform zu yeeten. Really, really big Oof. Den steigern ich natürlich auch mit, ist ja klar. Und wenn das Gute ist, ich place gerade safe runter. Und er schaut ganz gut aus. Oh ja. Mein Plan ist aufgegangen. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. So. Liebe Scary Shrooms. Bitte seid gnädig zu mir, aber es schaut gut aus. Wir machen heute einfach 2 Kurse. Alles gut. Was so, an der Stelle habe ich mal wieder Schiss, dass sie die Kamera denkt so, na, ich verarsche jetzt mal wieder komplett. Perfekt. Yes! Wir machen einen tollen Mountain fertig, da die Saison. Und zwar dafür müssen wir natürlich
einen Klassiker vollführen. Lifesaver. Diesmal mit 11 Stück. Ob ich die alle zusammenbringen? Aber eigentlich möchte ich noch gar nicht alle so einsammeln, sondern irgendwie zuerst zur Rutsche gehen, weil da sind auch einige versteckt. Und da ist halt das meiste Fellpotenzial. Boah. Wenn das dritte schon so auf dem Weg liegt, gell? Und das vierte, der Stern hinterm Wasserfall. Ja, da kämen wir auch noch dazu. Aber jetzt erstmal Lifesaver. Und was ziemlich crazy ist, du musst in diesem Anfangsraum der Rutsche schon mal direkt in alle Ecken reingehen. Und dann spawnt er einfach ein One-Up. So. Wie sind wir auf das gekommen? Bitte? Gut, und da, zack, haben wir auch eins gefunden schon. Oh yes, ja, da war noch mal eins. Alter. Und es müsste Nummer 1 kommen in das Slide. Und zwar jetzt. Yes! Nummer 8. Okay. Wir sind durch mit der Slide. Ich spiele das jetzt erstmal ganz safe runter. So, ja, ich nochmal einen kurzen Vortrag über Fellpotenzial halten. Denn hier haben wir ein riesiges Problem. Die scheiß Butterflies. Okay, jetzt erst recht ruhig bleiben, weil jetzt habe ich schon 2 Scheißdinger geschafft. Die Rutsche und Butterflies direkt. Ich habe das Gefühl, die Butterflies hier sind nicht so schwer wie in Worms Fortress. Okay, und es fehlen 2. Okay. Und die sind nicht schwer. Die letzten 2 One-Ups. Und hier sind sie. Unsere Freunde. Die Maulwürfe. Die Montys. Möchtest du mir gerade sagen, dass ich da drauf verkackt hab? Was mache ich? Der kommt safe nicht. Der kommt safe nicht her. Da ist er! Er ist weg! Bitte tauch wieder auf. Nein. Ich hab keine Zeit dafür. Und ich mag mich nicht einmal wirklich drüber aufregen. Das war ja nur eins der beiden letzten One-Ups, die gefällt haben. Das 10. Aber ich habe jetzt nicht mehr die Hoffnung, dass es da auch noch passiert. Wenn du meinst, du räumst jedes Feldpotenzial aus dem Weg.